Konstruktion oder Renovation von Ihrem Traumhaus mit Rinne von Klierf. Guckt auf rinnen-klärwo.com. Auch sonst nummert es ab. De Journal haut mat dësen her d'Iwerschriften. D'Ouverture vum Mariage alleng werd Kirch net retten, seet den bekannten Religionsphilosoph Thomas Hallig den zu Lützeburg war. Et ass eng Premier, des Woch goufet den echte Prozess am Kontext Klimawandel europäesschen Gerichtshof fir Mënscherechter. An de Max Verstappen huet den turbulente Grand Prix vun Australien gewonnen, a bleifft weiter Leader am Generalklassement. Schönen guten Abend. Traditionell aus den 3. bis den 5. Weekend no Osteren d'Oktav. An déi steht dëst Joer och am Zeechen vun der grosser Reformatioun vun der Kirch. An dem Kontext gouf auch den Religionsphilosoph Thomas Hallig ervitéiert. An den ass der Meinung, dat strukturell Reformen alleng, wie d'Ouverture vum Besteetnis zum Beispiel, Kirch nett werte retten. E Reportage Monikater. Et gouf puer Treffen lächt woch mam Thomas Hallig, hien als Philosoph, Soziolog, politische Dissident an tschechesche Pastor, en Denker ander an iwwer Kirch, Religion, Christentum, dat ganz am Kontext vun de Changement an der Gesellschaft. Ecclesia semper reformande est, so schon den Helgen Augustinus, fir den Thomas Hallig staat eng Reformation, die an Deft vum Spirituelle geht, an net just dat institutionell guckt. Auch die Medien sind so neugierig auf die Sache wie die Rolle der Frauen und verheiratete Priester und so weiter. Ja, also das sind die Themen, darüber muss man sprechen und diskutieren. Aber ich meine, diese institutionellen Reformen, diese Reformen der Strukturen können alles solche nicht die Kirche retten. Aber wir brauchen jetzt auch eine Dezentralisierung der Kirche. Säkularisierung, also dass der Mensch den Bezug zu Kirche, Religion verleiert, kein Platz weiß mehr sehr wie gedurcht. Kirche misst dafür nicht mehr just mit sich selber kommunizieren, wie mit der Welt. Der Papst Franziskus hat eine Weltsynod angerufen, an Dummerda hat den Gläubigen den Ball zugespielt. Er will also die ganze Welt befrohen, wo die Kirche drin ist. Er will lauschen, das möchte noch. Und ich denke, seine Idee als für die Kirche zurückzuführen auf ihren Grund, auf den Grund vom Evangelium. Und zurück bei den Leuten, aber besonders auch bei den Armen. Sie ist auch die zweite Frau, die am Marieland Oktavpredigerin genannt wird. Für der schwarzer Mutter Gottes am Grund erklärt sie als, dass die Reformation noch an ihre Gedanken und Messagen hier Platz wird fanden. Zur Konstitution über die Kirche. Und du hast auf einem Platz zum Schluss gesagt, dass Maria uns vorausgegangen ist. Ne? Sie zieht uns auf den Weg. Wir brauchen einen, den uns matt hält. Ne? Binde deinen Karren an einen Stern. Ne? Wenn es nicht so einfach ist, brauchen wir einen, den uns noch 40. Und ich meine, sie geht als Feierschutz, auch aus der Ewigkeit. Ich habe Mutter Gottes für viele Sachen gesagt, die eigentlich mit hier wenig zu tun haben. Und sie auf so ein Piedestal zu setzen, das eng Sache. Aber sie war eine Frau. Die Frauen haben große Charisma und wir sollen mehr Raum für diese Charisma, zum Beispiel für Prediger. Maria Zeche vun der Hoffnung a vum Trost, ganz passend de Motto vun dieser Oktav, déi ass vum 29. April bis de 14. Mai. De Staat mëcht net genug fir d Klimazieler vu Paris anzuhalen. Dat zon iwwer 2000 sogenannten Klimaseniorinnen aus der Schweiz. Sie hunn wenn's Plan beim Europäesche Gerichtshof fir Mënscherechter gemach. Das woch war der Prozess zu Straßburg, dort gëtt sich aber freistens Ende des Jahres erwärt. Noch Seniors for Climate aus Lützeburg waren op der Platz für zu unterstützen. Diana Hoffmann hat Martine geschwert. Das ist eine Affäre, die weitreichend Konsequenzen kann tun. Die Schweiz verklot kann eine abgezeichnet gehen, wie Einzelpersonen Klimapolitik von den Staaten erklären können. Few people
Net viel Leute hun de pouvoir de La vun der Geschichte ze verändern. Dir schon. Den europäesche Reso vun de nationale Mënscherechtsinstitutionen fuhr dat Gericht op, vulnerable Leute géint irreversibel Klimafolgen, die aus dem Ruder laufen, zu schützen. D'Fakte sind do, Zergasemissione Surge fir extrem hëtzt, die d'Leit ëmbringt. Iwer 100 Seniore waren fir und Gericht kom fir d'Aktivistinnen aus der Schweiz zu unterstützen. Vraiment l'impression d'avoir été prise un peu pour les vieilles femmes qui n'ont pas eu grande idée des enjeux, qu'il ne faut pas trop prendre au sérieux. Et je pense que ça peut se retourner maintenant. Europur Senioren aus Lützeburg waren mat zu Straßburg dabei. Mir war doch ganz wichtig, auch den Leuten bewusst zu machen, dass der Klimawandel eine Chance Leben kostet an unserer Gesellschaft und nicht nur nirgendwo um von der Welt. Zant engem knappe Joer huet sech dese Gruppe op Initiativ vu Greenpeace gegrünnt. Och wann et schon viel Assoziationune fir de Klimaschutz ginn. Wat mehr an Plus mat Sicherheet, dass man en gewissen Erfahrung hun, die man könne vermitteln, an dudech Punkt Sensibilisationserbecht ganz viel könne machen. Ich mengen Jidverreen den bisssen Klima vergleicht wie vun dowen op Welt kommmer. Das just een vu viele Beispieler. Schon a ménger Jugend immer mindestens 2 Wochen Schnee gehabt, woch man Fliet kon fuhren, immer Sche war, das hun ich net viel Schnee gesinn. Dat sie Sachen. An och Summer meinten war immer warm, aber nie so drschen und nie so ausgeprägt wie lo. Die 2 Pfanne Lützeburg ging schon viel gegen den Klimawandel machen, mir kennt mei. Ich bin ein geborener Optimist und ich glaube noch daran, dass du in Zukunft mehr geschieht, mit muss Leute aktiv gehen. Es ganz viel zu machen, auch wenn ich da mindestens effektiv in letzter Zeit ein bisschen mehr Movementer die ganze Sache können. Ein favorabelt Urteil aus Straßburg könnte helfen, dass die Regierungen unter Druck kommen, für sich mehr stark müssen zu engagieren. Die Senioren wollen auf alle Fall weitermachen. Wir sind in einer Gründungsphase von unserem Verein Seniors for Climate. Der Hoffnung, dass wir noch aktiv Jung Leute fanden, die bereit sind, sich dort zu engagieren. Zu Paris war haut de Referendum iwwer elektrisch Trottinette. Dawunner sollten desideieren, ob Lokationstrottinetten weiter erlaubt bleiben oder ob Kontrakte mat dene Firmen auslafe gelos gin. Privat-E-Scooteren sind aber net vom Referendum konzerniert. Direkt Detail. Zu Paris gesäit den so op all Eck. Zter 2010 ginnet an der franzésche Hauptstadt 3 Grossoperateuren, die Lokationstrottinetten ubieden. Rund 15.000 der E-Scooteren sind zu Paris NRW. Allmond profitieren eng 400.000 Klienten vun der Offer, sie fanden net praktisch, andere sie genervt. Je trouve que c'est quelque chose de très très bien. C'est vraiment pourquoi parce qu'on peut circuler facilement. Ça pollue pas l'atmosphère, c'est vraiment bien. Et il vaut mieux peut-être supprimer les voitures que les trottinettes. Je pense que les trottinettes, c'est mon plus grand ennemi en fait. Parce que j'ai très peur. On les voit arriver, souvent il y a 2 personnes dessus. Elles nous foncent dedans. Et je pense que là, on n'a plus du tout... c'est devenu l'anarchie en fait, Paris. Il n'y a plus du tout de place pour les piétons. Je pense qu'il n'y a pas assez de règles. En fait, voilà, des trottinettes un peu partout, on les laisse sur le trottoir. Il y en a qui même utilisent les trottoirs pour prendre la trottinette. Je pense qu'il est important, c'est de mettre certaines règles, des lois et encadrer ça. Lo sollen Pariser darüber aufstimmen, wie es mit den elektrischen Lokationstrottinetten weitergeht. Ein Referendum, den an der Form an der französischen Hauptstadt noch nie gab. C'est la première fois qu'on organise une votation citoyenne à l'échelle de tout Paris. On va voir ce que ça donne et si le résultat est concluant, on pourra en refaire sur d'autres sujets dans le futur. Pariser Bürgermeister Anne Hidalgo zählt echt zu den Kritikern von den E-Scootern. Sie hat das Referendum lanciert. Je me suis engagée, bien sûr, à respecter purement et simplement le résultat du vote. Et je crois que c'est aussi une nouvelle façon de fonctionner. On le voit, la crise démocratique est là aussi. Les Françaises et les Français, les Parisiennes, les Parisiens ont envie d'être sollicités sur des choses qui renvoient à leur vie. Allein zu Paris goufen net Jot 3 deetlech Akcidenter mat E-Scooteren a 400 Akcidenter, bei denen Leiit placéiert goufen. Net méi spéit wie de lächte Mittwoch huet d'Regierung reagiert an d'Gesetzer verschärft.
C'est un vrai moyen de transport utilisé par des centaines de milliers de Français au quotidien ou plus ponctuellement. C'est près aujourd'hui de 3 millions d'engins qui sont en circulation en France, donc c'est un sujet important. On renforce l'âge légal, on relève l'âge minimum qui est autorisé pour l'usage des trottinettes en général. Il est aujourd'hui fixé à 12 ans, nous allons le fixer par décret à 14 ans. Nous allons aussi relever certaines contraventions pour des comportements dangereux. Par exemple, être 2 sur une trottinette, on le voit souvent dans nos villes, c'est trop fréquent, c'est interdit, c'est dangereux, on le sanctionnera davantage. Das Resultat vom Referendum gëtt sech fir de Speden Owen der Wert, dann desideiert sech op Trottinettenoperateure die Lizenze verlängert kreien an der verweidermechen, wann net werd nach des Jor Schlussi mat de Lokationen, Privat-E-Scooter bleiwen ewer erlaubt. A Finnland gëtt ein neues Parlament gewählt. Ëmfrono wären Sozialdemokraten vun der Premierministersch ungefähr gleich op mat de Konservativen an de Rechtspopulisten. Dat Sanna Marin, weiter Regierungschefin vum anscheinend glücklichste Land op der Welt bleibt, as also alles ernstchte wie sicher. Timorisé. Für rund 3,5 Joer huet die bis dohin jngste Regierungsleaderin op der Welt, Sanna Marin, Truder auf Finnland iwwerholl. Sozialdemokratin entwickelt sich hier zum weltweite politisches Dach. Auf Finnland as in Hai awer gedeelter Meinung Louf gëtt fir ihre Krisemanagement während der Pandemie an dem finnische NATO-Beitrittsprozess de rezent ugekurbelt gouf. O Kritik spurt de Publikum awer net. Ech gef gerne méi strikt ekonomisch Parteipolitik gesinn an kloer Direktionen beim Thema Klimawandel. Ech hoffen de Premier wett wieselen, die aktuelle Regierung huet keng schlecht Abecht gemacht, besonders während COVID-19, ma ech ginn hinnen eng 7,5 vun 10 Punkten. Sie als richtige Rockstar, méi alle nervös während de Bahn. Am Wahlkampf gënget für allem Thema Wirtschaft an Migration. 2019 long die finnische Staatsschuld bei 64% vom PIB. No der Pandemie an dem Ukraine-Krieg ass das op 73% geklommen. She is not worried about economy. Sanna Marin huet sech net genug fir als Ökonomie agesät, hier sich Schulden egal. Sie war ganz gut an internationalen Affären, mit Situationen an ihrem Heimatland as schwierig. In Homeland, it is very difficult. Andererseits gëtt Kritik wie het deels jugendlicht verhalen. Am August lächt Joer waren ausgelosten Tanzvideo vun der Premierministersch Internet opgedaucht. Die jngst ëmfroen gesinde Marin sing Sozialdemokraten SDP, Kabukap mat den zwoierte Parteien. SDP, die Metriert Sammlungspartei, hat migrationsfeindlich populistisch Partei die Finnen, leiien aktuell allen drei bei die 20%. E vielefich Resultat sollt kind metterlecht gin. Analogiet weiter Auslandsnovellen am Resümé vum Petzbert. 27 Kilometer westlich vu Bachmut hun russsisch Missilen hunds Kostjantinivka am Donbass getraff. 16 Appartementshäuser an eng Krech goufen zersteiert, op mans 6 Zivilisten sind im Liewe kom Erdgoufen der verwundt. Sogur wann en die Leiit net kennt, die ëmkommen, da versteht den direkt, dass alldach Leiit so stirwen. Ja, schuse selber net kannt, méi schu gesiwei se iwwerrechter wäsch geholl hunn. Göster hat der russische Verteidigungsminister Sergei Shoigu für Kamera versichert, dass de russischen Truppen méi Präzisionsmunition geif liefern. Hier grad wie den Armeechef Gerasimov woren scharf an Kritik geroden vom Wagner-Chef Prigozhin, Truppen ohne Munition an den Tod laufen zu lassen. A Spanien dann ass die Link gespleckt an d'Abesminister Yolanda Díaz huet hier Kandidatur ugekënnecht fir Premierministersch ze ginn. Yolanda Díaz Vizepremier an der Regierung Sanchez ass de Sondageno die populärst Politikerin am Land. Sie hat am Juli lächt Joer hir Neupartei Sumar lacéiert. Sie stung schon mat ihrer Partei Podemos, méi weit links wie den sozialistische Premier Pedro Sanchez. An de Freie Moresstonnen haut huet den israelsche Militärpositionen zu Homs a Syrien aus der Luft attackéiert. Den Explikationune vum Premier Benjamin Netanyahu no wären net Kaseren an dem Militärflughafe gewircht, wo sich Verbänden vun der revolutionäre Garde vun Iran opgehall hätten.
Israel stöcht an enger konstitutioneller Krisen am Mente Ausruf vum Premierno géif dat Land awer net vun ofhalen och bausenden egene Grenzen, Regimer zu attackieren, die Terror unterstützen. Riwer dann bei de Sport. Gunn of den Team an der Formel 1 gouf haut den grösse Preis vun Australien gefuer an Red Bull schenkt weiter zu dominieren. Ja guten Abend, awer vimi turbulent hat Kurs net kënne verläfe bis de Max Verstappen kont feieren Accidenter, Accrochagen, Safety-Car-Phasen a Restarts, et war e spannende Showdown bis zum Schluss. Et hat an alle Richtungen kënne go men ass de Max Verstappen awer ganz knapp fir Lewis Hamilton iwwer de weise Strch gefu, den Fernando Alonso mat segem Aston Martin obeneiz den dritten, die se run ass den 5. Sergio Perez gefu. Ja, wir machen hin nur de Roundup man Franke Hippert, gucken als awer auch Highlights zum Tour de Flandre an et Kupfinal am Handball net ze vergessen. Andre Merci Team vu mir wäret dat Merci fir an Interesse nach ganz schön Owen an e gute Start an die Neuwoch. Adi a bis geschwe. Jeans, perfekt Kupp, perfekt ze summen. Bodyshaping Jeans 39,90 €. Entdeckt als Jeans-Kollektion. Sehr nah. An eiser Serie en Dar am Liewe vun an d'Feiere Marie Stößkeier an eng Berufswelt, die Südsaison ausstift. Sie sollten Algo Philipp dus immer eng Kap oder eng Mutz und wie werd mal enker mat engem Hut? En Dach am Liewe vum Hutmescher, e méindescher Magasin.